kommen zu einer Partie, die normalerweise sehr viel Spannung bringen müsste. Das liegt ganz einfach an der Tabellensituation, denn beide Clubs sind leistungsmäßig ganz dicht beieinander. Völlig richtig, Tom. Und heute geht es eventuell schon darum, wer sich da etwas absetzen kann, vielleicht so ein bisschen oben ranrückt. Und beide Mannschaften wissen natürlich auch, was für eine Bedeutung diese Partie hat und wollen unbedingt abholen. Jetzt könnte er abspielen, braucht er aber nicht. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, ich weiß gar nicht, warum der Spieler hier meckert. Das war eine ganz klare gelbe Karte und die gibt es auch. Das ist natürlich bitte eine gelbe Karte zu so einem frühen Zeitpunkt in der Partie. Der geht in die Mauer. Ja, und sie machen gleich Druck und haben sich früh einen Eckball erkämpft. Jesus Navas. Der hat einen guten Distanzschuss. So, jetzt kann der Torwart erstmal entspannen. Diszipliniertes Abwehrverhalten. Elfmeter hat er entschieden und jetzt würde es mich nicht wundern, wenn er auch noch eine Karte aus der Tasche holt. Ja, das war abzusehen. Nach der ersten gelben die zweite und das heißt Platzverweis. Für ihn ist das Spiel beendet. So, und viel besser kannst du einen Elfmeter nicht schießen. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Ja, da wird der Trainer mit der Zunge schnalzen. Jetzt müsste die Flanke kommen. Also wie der sich den Ball da zurückholt. Respekt. Hat er sich den Ball zurückerkämpft. So, jetzt wird's gefährlich. Ja, klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Ja, da hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese Distanz, aber ist gut gegangen. Gut nach vorne geköpft. Wunderschönes Zuspiel. Los, schieß, Junge! Ja, und das ist schon klasse, wie er das macht. Weit weg vom Tor steht er und trotzdem klasse Schuss. Ja, und der Ball geht neben das Tor. Kämpferisch, ohne Fehl und Tadel. Sie wollen unbedingt noch den Ausgleich.
Fußballspiel. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Riesenmöglichkeit. Ja, und am Jubel der Fans kann man erkennen, wie wichtig dieses Tor ist. Da bin ich überhaupt noch zu verstehen. Das ist doch perfekt gemacht, den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Das war schon ein klasse Zuspiel. Ja, das war eine richtig schöne Kombination. So, jetzt müssen die Verteidiger aufpassen. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Also wenn die Mannschaft hier trotz des Platzverweises gewinnen sollte, kann sie sich bei ihrem Torhüter bedanken. Oh, das hat er klasse gemacht. So, damit haben sie sich den Ball zurückerobert. Ja, wie willst du aus dieser Entfernung einen guten Torhüter in Verlegenheit bringen? Und den Ball spielt er aus der Abwehr heraus. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, hier kann es keinen Zweifel geben. Der Spieler liegt verletzt am Boden und es gibt die rote Karte. Ja, für diese Kamikaze-Attacke zeigt ihn der Schiedsrichter hier völlig zu Recht die rote Karte. Hoffentlich hat sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht allzu schwer verletzt. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Nicht schlecht. Erste Hälfte unentschieden, 1:1. Es kann doch einfach nicht sein, dass der Schiedsrichter in einer Begegnung wie dieser derart viele rote Karten verteilt. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Ja, das könnte eine gute Chance werden, aber jetzt müsste er auch flanken. Also, so wie der da reingeht, da hätte man ihm auch durchaus die gelbe Karte zeigen können. So nur Freistoß. Da spielt er den Ball weit nach vorne, findet seinen Mitspieler. Guter Pass, genau auf den freien Mann. Ja, gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Ja, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Und jetzt versteht man hier sein eigenes Wort nicht mehr. Die Fans sind außer Rand und Band über dieses Tor. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich! Also so langsam müssten sie es aber gemerkt haben, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Der hat ja schon zweimal getroffen. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Ja, und dieser Abwehrspieler lässt überhaupt nichts anbrennen. Ja, der Kopfball hat jetzt erstmal die Situation gebracht. Deutliche Abseitsstellung. Ja. Also die Wiederholung müsste uns jetzt aufklären. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? So, den Ball haben sie schon mal. Jetzt müssen sie nur noch Kapital aus der Situation schlagen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen.
Dafür müsst ihr jetzt gelb sehen und das passiert auch so. Ja, ganz klar, gelbe Karte, richtige Entscheidung des Unparteiischen. Und was für ein Tor! Ja, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Ja, und das ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, eine ziemlich bescheidene Leistung des Keepers. Der ist ganz klar der Schwachpunkt im Team. Mein lieber Mann, genau richtig gespielt. Und das sieht gefährlich aus. Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. So, jetzt müsste den Ball da reingeben. Ganz schwache Flanke. Starker Kopfball. Und ein weiterer Treffer ist gefallen. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Der Torhüter steht heute total neben sich. Und der Trainer sollte mal drüber nachdenken, rausnimmt. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich beim Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Und jetzt schlägt er jetzt weit nach vorne. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Holt sich den Ball. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Ja, gefällt dem Trainer. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfelds auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Ja, mit dem Wechsel musste man eigentlich rechnen. Und der neue Mann hat jetzt die Gelegenheit, ein paar Akzente zu setzen. Ja, wo bleibt die Flanke denn? Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel heute. Da haben Zentimeter zum Torerfolg gefehlt. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr... Das war richtig knapp. Ja, jetzt wollen sie wenigstens noch ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben. Ja, lange ist nicht mehr zu spielen. Spannung ist natürlich raus und die letzten Momente dieser Begegnung werden da auch nichts mehr dran ändern. So, jetzt muss der Schiedsrichter aufpassen, gibt Freistoß nach dieser Grätsche. Das Spiel wird härter. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er die Möglichkeit nutzt, um zu flanken. Spielunterbrechung gab es nicht. Es werden nur 2 Minuten nachgespielt. Den Ball nach vorne gepasst. Das war nicht einfach. Auf die Distanz genau den eigenen Mann. Ganz so easy. Und so kann man in den Zweikampf. Und die Fans mussten heute nicht zittern. Das Endresultat lautet 4:1.
So, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.